Haut 3. Advent begrüßen ich aus der Kirche von Habst, mir war droh von heute Sonntagsmass. Es singt die christliche Gemeinschaft von Habst, Kantor aus dem Theo Weidig, Organist und Viersänger den Abbé Joel Santer. Hier spielt als Entree Voluntary Opus. Du nur sagen wir, Herr, sende, den du senden willst, aus dem Alle Magnificat 581. Tau aus Himmelshöhen, Magnificat 103, singt heilig, Laudate Dominum 244, Unfriede herrscht auf der Erde, Laudate Dominum 606, und als Danksagungslied macht hoch die Tür, Laudate Dominum 369. Der Organist spielt als Sorti Toccata vom Gaston Bellier. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der ist, der war und der kommen wird, er sei mit euch. Liebe Leute heute zu Habst an der Kirche, alle gut, die da über die Medien mit uns verbunden sind. Wir haben gesungen, freue dich, freue dich. Das geht den Ton von diesem 3. Advent, dem Sonntag Gaudete, wie den Introitus, du fangst nicht auf Latein hecht, aber das selbicht mengt. Wie war das Frieden? Auch da haben wir gesungen. Bald kommt Emmanuel.
Beredem reist fredig, ob sei komme vier, dat imminent ass. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein Volk, das mit gläubigem Verlangen das Fest der Geburt Christi erwartet. Mache unser Herz bereit für das Geschenk der Erlösung, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werden alle Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Wort des lebendigen Gottes. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht, er bekannte, ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da sagten sie zu ihm, wer bist du?
Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und sagten zu ihm, warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, hat Haut schon einmal gelacht, wenn nicht da geht es Zeit. Weil Lachen ist gesund, das beweist die medizinische Forschung. Lachen unterstützt, so seht sie, Therapie. Mit Hilfe von Lachen kann den Heilungsprozess von manchen Krankheiten fördern. Gefahr für Herzinfarkt wird durch häufig Lachen halbiert. Vom Charlie Chaplin stammt der Satz, ein Tag ohne Lachen als ein verlorenen Tag. Lachen gehört zum Mensch, ja das unterscheidet hier vom Tier. Menschheitsgeschichtlich geht es der Entwicklung von der Sprache voraus. Lachen hat also eine heilende Wirkung. Der Papst Jean-Paul I. hat mal folgende Geschichte notiert. Ein Irländer ist gestorben, stung vier unter Himmelsbett an einer langen Reihe. Da hörten wie den Herr zu engem seht, ich hatte Hunger und du hast mir zu essen gehen. Gut so, geh an de Paradies. Zu engem anderen seeten, ich hatte Durst und du hast mir zu trinken gehen. Geh an de Paradies. Wie schließlich den Ir und der Reihe war, als es dem bang ging, weil hat weder Kranker noch Gefangener besicht. Wenn du für uns in göttliche Richter steht, guckt denen mit singen voller Gutheit seht, der Lebensbilder ist ziemlich moor. Mehr gibt du etwas, das nicht zu übersehen ist. Wenn ich oben an der Wirtschaft, am Pub, traurig war, enttäuscht oder niedergeschlagen durch Sitz, und du hast mich gesehen, da bist du bei mich gekommen und hast mir Witzen verzählt. So hast du mich und Lachen gekriegt, hast mich abgemuntert und mir Courage gemacht. Gut so, geh an den Paradies. Lieben, der will an der Kirche lachen, als das kompatibel mit dem Frommsinn. Am Mittelalter gab es die Praxis vom sogenannten Osterlachen. Der Pastor muss Ostermorgen so lange predigen, bis Leute an der Kirche angefangen haben mit Lachen. Dadurch sollten die bösen Geister verdrieben gehen. Ein Beispiel. Wie der Pastor über Dämmerungsjünger gepredigt hat, gesagt einen an der Reihen, die am Gang war, genüsslich führen sich hin zu türmen. Auf einmal rief der Prediger aus, es brennt, es brennt. Woraufhin der Siebenschläfer brüskiger wächt und rief, wo? Da antwortet der Prediger ganz lakonisch, an den Herzen von den Jüngern. An all Huse gelacht. Also, so der Schläfer, und hat sich nächst dem Kirchenschlaf hingehen. Wie also steht es mit der Fried am Lachen bei uns Katholiken? Manchmal gucken wir ja wirklich nicht glücklich dran. Der Papst Franziskus schreibt auf einer Platz, es gibt Christen, denen hier Lebensart erschenkt wie eine Fastenzeit ohne Ende. Sie Kirche a Lebensfried ihren Gegensatz. Dabei rief gerade den Apostel Paulus als Haut so, freu dich am Herr zu jeder Zeit, nach einmal so ne ich freu dich. Gutheit soll alle Menschen bekannt gehen, denn Herr ist no bei. Wir Christen haben all Ursache, froh gestimmt zu sein, weil Jesus Christus als Quell, den Urgrund von eiser Fried.
Dat seht ist diesen dritten Adventssonntag, die noch nach der Sonntag Gaudete genannt wird, der Sonntag von der Fried, weil den Herr, weil Christtag nur bei ass. Natürlich stellt sich berechtigterweise die Frage, wie kann ich lachen, als ich von Herzen freuen bei all dem Misere an der Welt und auch an der Kirche, und gerade lo an der Corona-Krise mit ihren lästigen Einschränkungen, die wir all zu spüren kriegen und die sich leider auch über die Feiertage hinziehen. Sicher darf man da nicht so machen, für die Schierzeiten vom Leben. Wir müssen den Frustrationen an dem Besen an Gesicht gucken. Aber war das ein Unterschied von den Nicht-Gläubigen? Ein Christ versinkt nicht am Meer vom Leiden. Er kapituliert nicht für den Aufgrund vom Leben. Er behält Fassung, weil er sich gehalten weiß von einem Größeren, den er nicht fallen lässt. Trotz dem Leid an dem Besen an der Welt, trotz der Absurdität von vielem, was täglich an der Welt geschieht, hält der Christ sein Ja durch. Sein Ja zu einem mehr tiefen Sinn vom Leben, wie das den Herrgott an Jesus Christus garantiert. Wie sieht die Definition von Humor? Humor ist, wenn ihn trotzdem lacht. Den Heiligen Thomas Morus, Schatzkanzler unter dem berühmt-berüchtigten Heinrich VIII. Von England, war wegen seiner Treue zum Papst verurteilt ging. Man hat sein Humor behalten bis zum Schluss. Wie ein Hingericht gött, sieht er nach seinem Henker ein bisschen schelmisch, pützt ihm dabei ein Erz zu. Er soll, wenn ein Beil gegen den Kap ulehen, für ihn zu käppen, aufpassen, dass sein schöne Bart nicht beschädigt ging. Der Bart hat ja schließlich kein Heischverrat begangen. Vom Thomas Morus stammt auch ein Gebiet im Humor, und das fängt an mit der Wieder, schenkt mir eine gute Verdauung. Lieber gut, trotz allen Widrigkeiten vom Leben, auch trotz allem Covid und dadurch bedingt Unannehmlichkeiten, behalten wir ein gut Gemüt. Aber behalten wir die Friede im Leben. Nicht zuletzt, weil wir aus dem Evangelium leben. Ein Evangelium heißt ja frohe Botschaft, nicht Katastrophenmeldung. Wer aber verstehen wir in der Friede? Nicht zu verwechseln mit Ausgelassenheit und Geselligkeit, die durch einer Party oder Karneval geht. Die Sorte Friede ist berechtigt, die muss doch gehen. Sie ist aber auch überflächlich und vergeht rapid, sie ist sehr vergiss. Dem gegenüber erwies die christliche Friede aus der Tiefe vom Herz. Sie ist eine emotionale Grundstimmung, die das ganze Leben beeinflusst und dauerhaft durchzieht. Sie ist nicht der Gegenteil von Leid und Trauer, die können sein, aber von Verzweiflung und Resignation. Fried und Leid verdrohen sich paradoxerweise durchaus. Sie schließen sich zumindest nicht aus. Von den Aposteln wird rapportiert, sie wären voll Fried vom Heiligen Rot fortgegangen, weil sie gewürdigt waren, für Christus Schmerz zu erleiden. Der Apostel Paulus nennt an der Lesung den Grund von dieser Fried. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, noch einmal sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Wieder die hier am Prison geschrieben hat. Mir hier lamentiert nicht, es schöpft Kraft aus dem Wissen, ich sie Gott nicht egal. Das wollte noch singen Leid, die Christen von dem Mols, die an der Minorität waren, an einen schweren Stand hatten, vermitteln. Dass den Herrgott ganz nur bei uns könnt, das feiern wir Christtag. Und schon lo realisieren wir, jener sei es ehemalig no kommen, mehr no, wie wir uns selber no sie können. Dieser Christus, den uns reich macht, und erfüllt, und trägt, soll diese Grund zur Fried, als Erkennungszeichen und als Markenzeichen sein. Das misst uns von Nicht-Christen unterscheiden. Freien reist darüber, dass den Herrgott da ist, dass noch an die Situationen von Unheil, Frust und Ungewissheit da ist. Hinaus ist so gedohen und so geneigt. Will nicht Unheil, will nicht Strof, nicht den Erdrückung, kein Innergang.
Nicht für sein Volk Demos, nicht für die Völker, nicht für Eis, Haut. Gimmer dafür oprecht, mit der Hoven im Kap, und nicht gedrückt oder gebickt. Wir gimmer selbstbewusst durchleben, und noch durch die erblicklich sanitäre Krise. Weil Gott sich auf dieser Erde näher gelost hat, eine Niederlassung begründet hat, an die reicht bis an jede von uns run, bis an uns Herzen ran, bis an alles Brich und Begrenzungen ran, die Hirn ugehol und ob sich gehol hat. Christtag können wir uns das Jahr vielfach nicht in René begegnen, das steht lo fest. Mir gerade so steht fest, ihm können wir begegnen, nicht hält Hirn auf. Bei jeder von uns könnt Hirn höchst persönlich, als das da nicht. Liebe Brüder und Schwestern, Fried will sich mitteilen. Los auch mir andere mit dieser o Christus inspirierter Fried ausstiechen. Gib mir Friedebut am Advent und darüber heraus. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Haut Krämer gesot, mir solle froh sein. Die Fried soll an einem einfachen wie andächtigen Gebiet präsent sein. Schenkt der Kirche Kraft, sich gegen alles zu stellen, was Dignität vom Mensch ugreift. Herrgott, heia Eis. Hilf der reiche Länder, mit denen Armen so zu delen, dass sie lehre sich selber helfen. Herrgott, heia Eis. Los dafür von der Ungerechtigkeit christlich Gemeinschaften fannen, die ihnen helfen, die umzustimmen, die sie unterdrücken. Herrgott, heia Eis. Gib uns immer mehr einen offenen Blick für die, die vergisst gehen, für die, die kein Leid geschenkt kriegen, und für die Armen. Herrgott, heia Eis. Gute Papa im Himmel, realisiere haut an eis, was du versprochen hast, dass du an eis Herz erkennst. Mehr als eis Zeichen von Dinger lebt, durch Christus, eisen Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme zu seinem Lob. Herr unser Gott, in dieser Feier erfüllen wir den Auftrag deines Sohnes. Nimm unsere Gaben an und gib deiner Kirche die Gnade, immer und überall sein Opfer zu feiern. Schenke uns durch dieses Geheimnis dein Heil, das du der Welt bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der verlorenen Menschheit als Erlöser verheißen. Seine Wahrheit leuchtet den Suchenden, seine Kraft stärkt die Schwachen. Seine Heiligkeit bringt den Sündern Vergebung. Denn er ist der Heiland der Welt, den du gesandt hast, weil du getreu bist. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude, den Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir feiern das Maß speziell für Familie Sinnes Larbière, Margot Sinnes, Herr Scholler Ernie, auf Madame Keltisch Anita, die den 19. November gestorben ist. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns jetzt beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und Friede herrscht auf der Erde, Kriege
dich versuchen, Friede für alle zu schaffen. Friede soll in uns sein, Friede für alle sein. Es soll in Lass uns in deiner Hand finden, was du für alle verheißen. Erfülle unser Verlangen, gib du uns selber den Frieden. Friede soll in uns sein, Friede für alle sein. Es soll Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Er selbst wird kommen und euch erretten.
Lasset uns noch beten. Barmherziger Gott, komm durch dieses heilige Mahl uns schwachen Menschen zu Hilfe. Reinige uns von Schuld und mache uns bereit für das kommende Fest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Habscht. Auch den nächsten Sonntag über Domer Mass hei aus der Kirche von Habscht. Ich all gut nach ganz frohen dritten Advent, an Domer schalten wir zurück an den Studio.